Bündnissystem in der Zeit der Reichskanzler Otto von Bismarck. Verträge zwischen 1879 und 1887. Man kann diese Verträge in zwei Teile teilen: die Verteidigungsbündnisse und die Neutralitätsabkommen. Zu der ersten Teil gehören der Zwei-Bund, der Drei-Bund und das Mittelmeerabkommen. Zu der anderen Teil gehören das Dreikaiserbündnis und der Rückversicherungsvertrag. 1879 schloss Deutschland mit Österreich-Ungarn die Zwei-Bund. Wenn Russland eine von ihnen angreift, muss der andere bei Verteidigung helfen. 1882 wurde der Dreibund zwischen Deutschland, Italien und Österreich-Ungarn geschlossen. Wenn Italien von Frankreich angegriffen wurde, mussten die anderen Mitglieder Italien helfen. Aber wenn Deutschland einen Angriff Frankreichs bekommt, hatte nur Italien eine Beistandspflicht. 1887 in diesem Abkommen nahm Deutschland direkt nicht teil, sondern war Bismarck der Vermittler. Das Osmanische Reich, Großbritannien und Italien werden sich verteidigen, wenn Russland eine von den drei angreift. 1881 Dreikaiserbündnis, 1887 Rückversicherungsvertrag. Die beiden sind Neutralitätsabkommen. Der erste zwischen Deutschland, Russland und Österreich-Ungarn, der zweite nur zwischen Deutschland und Russland. Bei den beiden Verträgen gilt, dass wenn ein Mitglied sich im Krieg mit einer anderen Großmacht befindet, wollte der andere nicht angreifen. Bismarck dachte, dass Deutschland sich in die Kolonien konzentrieren musste. Deswegen war es wichtig, den Krieg mit anderen Großmächten hindern oder einschränken. Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen, geboren am 27. Januar 1859 in Berlin, gestorben am 4. Juni 1941 in Hausdorn, Niederlande. Entstammte der Dynastie der Hohenzollern und war von 1888 bis 1918 letzter deutscher Kaiser und König von Preußen. Die Weltpolitik. Eine Politik, die aggressiver als Bismarcks Realpolitik war. Das Deutsche Reich wollte einen Platz an der Sonne, bei der Entwicklung seiner Industrie und seines Kolonialreiches. 1890 wurde ein Rückversicherungsvertrag von Wilhelm II. Nicht verlängert. Am 17. August 1892 schlossen Frankreich und Russland eine Militärkonversation. Die französische-russische Allianz, die am 4. Januar 1894 in Kraft trat. Am 8. April 1904 schlossen Frankreich und England die Entente Cordiale ab. 1907 trat Russland diesem Bündnis bei. Es ist die Triple Entente. 1912 wird ein Militärbündnis zwischen Serbien, Bulgarien, Montenegro und Griechenland abgeschlossen. Dabei Kahnbuch